Also das, was ich als Sammlung anschaue, sind ja das alles Künstler gewesen. Also, sogar der Heierstrup kann man darunter zählen, die in den 20er und 30er Jahren ihre künstlerische Bedeutung hatten. Also Kollwitz ist an 45 gestorben, George Grotz etwas später in den 50er. Es ist eine Perspektive aus den 20er und 30er Jahren. Das sind eigentlich immer Themen, die uns beschäftigt haben, sozialkritische Motive zur Besichtigung und zur Sammlung zu vereinbaren. Das kommt noch dazu. George Grotz zum Beispiel, das ist ja das da erwähnt. Aber die Sammlung ist ja natürlich ergänzt worden mit Künstlerinnen und Künstlern von der Region oder von Basel. Und so hat sich die Sammlung ergeben. Das haben wir etwa 60 Jahre lang haben wir gesammelt. 1951 und dann 60 Jahre später ist die Ausstellung ja in Olten. Wir haben ja eine Ausstellung gehabt, also wir haben 4 Verkaufsausstellungen gehabt. Und da sind, wir müssen jetzt nachschauen, also gut verkauft worden. Aber das Interessanteste war eine Frau, die gekommen ist und dann vorbeigekommen ist beim Erika und gesagt hat, ja, das ist eine Ausstellung, die einem etwas gibt. Das hat dann schon eine Genugtuung gegeben. Wir haben 60 Jahre gesammelt, dann haben wir 4 Verkaufsausstellungen gehabt. Das ist so 3-4 Jahre, angefangen 1999, 2, 7 und 11 im Schmiedenhof. Und da hat man gemerkt, und das ist etwas Entscheidendes, wir haben Leute erreicht. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich hätte vor 3 Jahren hat man vielleicht das noch nicht gemacht, aber je älter das man wird, je weniger kann man sich trennen von der Sache.